Übergang von so einem kommunikatives, über die Generationen erzählten Gedächtnis zu einem institutionalisierten Gedächtnis. Das ist eigentlich das, was uns, wir schaffen Orte, wir schaffen möglicherweise ein Museum, wir schaffen Jahresveranstaltungen und wir sind gerade im Prozess der Institutionalisierung dessen, was passiert ist. Die Frage ist aber, was ist das, was wir im selben Jahr, ich glaube, es war eines Abends im November, griffen türkische Soldaten das Dorf an. Sie raubten die Wertgegenstände, das Gold und das Geld, alles, was sich in dieser Kasse befand. Und sie zerstörten anschließend die Kirche. Destur-i Bismillah, Allah Allah, Allah Allah. Hak'tan bize ulaşan bu çanağımız sonsuza dek ışığımız olan. Bilimden, gidimden yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığına, ışık tutanlara ne mutlu. Çırağı düşen, himmeti piran, pire horasan. Çırağımız uyansın, Hak Muhammed Ali aşkına. Çırağımız uyansın, evladı Kerbela'yla. Besut, Bedunayla, Aybı, Trabı, Katliamı, Zulümü diyen Seyyid Rızaların aşkına. Çırağımız uyansın, Dersim'de haksız yere katledilen cümle canlarımızın aşkına. Çırağımız uyansın, Hak Muhammed Ali aşkına. Ya Hak, Ya Muhammed, Ya Ali. Hak verenler cümlemizi ilmin ışığından ayırmıyor. Dil bizden nefes hak verenler. Gerçekten. Paul Kotamian, ist von der armenisch-katholischen Kirche. Dann haben wir Herrn Magister Raimund Fastenbauer, ist der Generalsekretär der israelischen Kultusgemeinde in Österreich. Herzlich willkommen. In den 70er Jahren nach Österreich gekommen. Sie haben ihre Kultur, ihre Sprache und ihren Glauben mitgebracht. Nun sind wir in der dritten Generation in Österreich. Mittlerweile können wir uns als alevitische Österreicher bezeichnen. Wir sind ein Teil der österreichischen Gesamtgesellschaft und möchten hier teilhaben und mitgestalten. Natürlich haben wir unsere Bezüge, Visionen zu unserem Herkunftsland nicht vergessen. Vor allem auf emotionalen Ebene pflegen wir nach wie vor zum symbolischen Glaubens inhaltliche Verbindungen, zumal Glauben sehr starke Raumverbindungen auch herrscht. Unsere Berge, die Flüsse, die Gebetsstätten befinden sich in dieser Region. Allerdings befindet sich unsere alle Lebensmittelpunkt inzwischen in Österreich. Nicht einmal unsere pensionierten Eltern können die Österreich für immer verlassen. Schließlich sind wir, also ihre Kinder, Österreicher und Österreicherinnen geworden und auch unsere Kinder bauen hier in Österreich als Aleviten leben wir unsere Glauben auch in österreichischen Diaspora weiter. Das Alevitentum ist in 7 europäischen Städten als unabhängige Glaubensgemeinschaft anerkannt. Nur in Österreich hat sich aufgrund des Islamgesetzes eine andere Entwicklung eingeschlagen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass das österreichische Kulturamt eine neutrale und vor allem gleichen Abstand zu Glaubensgruppen in Österreich legt. Wir möchten als Föderation der Alevitengemeinden in Österreich nicht unter dem Islamgesetz eingegliedert haben. Wir sind bemüht, eine vom Islamgesetz unabhängige Anerkennung zu erlangen. Als Föderation der Alevitengemeinden in Österreich ist es uns wichtig, dass unsere Kinder, die Jugendlichen, ihre Geschichte aufarbeiten und die Fragen der Herkunft, Zugehörigkeit transparent abklären.
damit sie sich innerhalb der österreichischen Gesamtgesellschaft positionieren und wiederfinden können. Dafür hat Diyanet-Ministerium gegründet. Und Diyanet-Ministerium ist genau, was diese Sheikhul Islam machte. Das heißt, der Staat sagt, das ist Islam, du musst ihm jede Freitag eine Fatwa geben, die Leute. Esne